Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Aus dem Burgenlexikon. Der Burgenretter König Ludwig I. von Bayern. Der Burgenretter König Ludwig I. von Bayern. Stellt euch Bayern im 19. Jahrhundert vor. Überall werden alte Burgen und Mauern als Steinbruch benutzt. Geschichte verschwindet, Stein um Stein. Und dann kommt er, König Ludwig I. von Bayern. Kein Märchenkönig wie sein Enkel Ludwig II., sondern der wahre Burgenretter. Ein König, der sagte, wenn schon keiner mehr Ritter ist, dann soll wenigstens die Burg bleiben. Das Leben des Burgenretters. König Ludwig I. wurde am 25. August 1786 in Straßburg geboren. 1825 bestieg er den bayerischen Thron, ein Monarch voller Leidenschaft für Kunst, Architektur und Geschichte. Er war ein Romantiker auf dem Thron, ein Herrscher mit einem Auge für das Schöne, das Dauerhafte, das Klassische. Schon in jungen Jahren, als Kronprinz, heiratete er Therese von Sachsen-Hildburghausen, mit der er 9 Kinder hatte. Zu Ehren dieser Hochzeit fand 1810 in München ein großes Volksfest statt. Das erste Oktoberfest, das bis heute jedes Jahr auf der Theresienwiese gefeiert wird. Doch so standesgemäß und festlich diese Verbindung auch war, Ludwigs Herz gehörte später einer anderen. Seine leidenschaftliche Beziehung zur Tänzerin Lola Montez wurde zu einer der berühmtesten Liebesgeschichten des 19. Jahrhunderts. Zwischen König und Tänzerin flammte eine Liebe auf, die zugleich romantisch, skandalös und zerstörerisch war. Ein Feuer, das den Thron ins Wanken brachte. Inmitten der Revolution von 1848 musste Ludwig abdanken, zugunsten seines Sohnes Maximilian II., des Vaters von Ludwig II. Er zog sich nach Nizza zurück, wo er bis zu seinem Tod am 29. Februar 1868 lebte. Als König Ludwig I. von Bayern 1868 in Nizza starb, trauerte ein ganzes Land. Trotz mancher Skandale war er im Volk beliebt, ein König mit Herz, ein Romantiker auf dem Thron. Seine leidenschaftliche Liebe zur Tänzerin Lola Montez brachte ihn dazu, aus freiem Willen auf die Krone zu verzichten. Ein Schritt, der ihm von vielen als edel und menschlich angerechnet wurde. Nach seiner Abdankung lebte König Ludwig I. noch viele Jahre als Privatmann und blieb mit privaten Mitteln ein leidenschaftlicher Förderer von Kunst und Architektur. Seine Sommer verbrachte er meist in seiner geliebten Villa Ludwigshöhe in der Pfalz. Am 29. Februar 1868 starb Ludwig I. im Alter von 81 Jahren in Nizza. Ein Sonderzug brachte seinen Leichnam nach München, wo er auf eigenen Wunsch in der Basilika St. Bonifaz beigesetzt wurde. Sein Wirken prägte nicht nur Bayern, sondern auch seinen Enkel Ludwig II., den wir heute als Märchenkönig kennen. Seine Bauwerke, Schönheit aus Stein. Ludwig I. war nicht nur ein Bewahrer, sondern auch ein Schöpfer. Unter seiner Herrschaft entstanden einige der eindrucksvollsten Bauwerke Bayerns. Die Walhalla bei Donaustauf in der Nähe von Regensburg, 1842 eingeweiht, ein marmorner Ruhmestempel für große Deutsche. Die Befreiungshalle über Kelheim, begonnen 1842, vollendet 1863, als Symbol für die Siege über Napoleon. In München ließ er die Glypothek, die alte Pinakothek und die Feldherrnhalle errichten, ein ganzes Ensemble klassizistischer Prachtbauten.
Und als Symbol bayerischen Stolzes entstand auf seine Initiative hin auch die Bavaria auf der Theresienwiese in München, die gewaltige Bronzestatue, die über die Stadt wacht. Sie wurde zwischen 1843 und 1850 nach Entwürfen von Ludwig Schwanthaler geschaffen und flankiert von der Ruhmeshalle. Heute ist sie untrennbar mit dem Ort des berühmten Oktoberfestes verbunden. Auch in der Pfalz, die damals zu Bayern gehörte, setzte er ein Zeichen seiner Liebe zur Antike. Die Villa Ludwigshöhle bei Edenkoben, errichtet 1846 bis 1852 nach italienischem, ja fast römischem Vorbild. Sie sollte seine Sommerresidenz werden, eingebettet in Weinberge mit Blick auf die Rheinebene. Gebaut wurde sie nach Plänen von Friedrich von Gärtner, später vollendet von Leo von Klenze, zwei der bedeutendsten Architekten ihrer Zeit. Ludwig, der Burgenretter, Erhalt statt Abriss. Während in anderen Ländern die mittelalterlichen Burgen verfielen oder geschleift wurden, erkannte Ludwig I. ihren kulturellen Wert. 1835 gründete er die Generalinspektion der plastischen Denkmale des Reiches, den Vorläufer des heutigen Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, und machte Denkmalschutz zur Staatsaufgabe. Er griff aber auch persönlich ein, wenn historische Bauten bedroht waren. So wurde die Burg Brunn oder auch Schloss Brunn im Altmühltal bereits 1827 von ihm als bedeutendes Baudenkmal gewürdigt und er ordnete erste Sicherungsmaßnahmen an. Schon 1825 ließ Ludwig die Burg Trausnitz im Tal instand setzen und bewachte die Anlage so vor dem endgültigen Verfall. Auch die Burg Trausnitz über der Stadt Landshut, die bis heute zu den markantesten Höhenburgen Bayerns zählt, wurde auf seine Initiative hin restauriert. In Hilpoltstein stoppte Ludwig 1832 die Nutzung der Burg als Steinbruch und richtete dort stattdessen das Königlich Bayerische Forstamt ein. Ein frühes Beispiel aktiver Denkmalpflege. Auch die Burgruine Bodenlaube bei Bad Kissingen und die Trimburg verdanken ihm ihren Erhalt, denn er ließ sie vor weiterem Verfall sichern. An der Henneburg bei Stadtprozelten gehen die ersten Sicherungsmaßnahmen des 19. Jahrhunderts ebenfalls auf seine Denkmalschutzpolitik zurück. Und selbst die Stadtbefestigung von Dinkelsbühl stellte er bereits 1826 unter staatlichen Schutz. Ein deutliches Zeichen seines Weitblicks und seines Verständnisses für den Wert historischer Baukunst. Nicht immer war er rechtzeitig. Die Burg Parkstein in der Oberpfalz konnte er trotz seines Einsatzes nicht mehr retten. Sie war bereits weitgehend abgetragen, als seine Denkmalschutzmaßnahmen griffen. Hier ein historisches Bild der einzigartigen Burg Parkstein und das Bild, wie es sich's heute gibt in Parkstein. Aber auch in der Pfalz zeigte sich König Ludwig I. als wahrer Burgenretter. Warum gerade dort? Ganz einfach. Die Rheinpfalz war seit 1816 Teil des Königreichs Bayern und blieb als bayerische Pfalz bis 1945 ein Teil des Landes Bayern. Und auch hier ließ Ludwig handeln, wo andere abrissen. Er erkannte den kulturellen Wert dieser alten Bauwerke und sorgte dafür, dass viele von ihnen nicht verloren gingen. Einige Beispiele. Burg Trifels bei Annweiler, einst Symbol der Stauferzeit und Aufbewahrungsort der Reichsinsignien. Schon in den 1830er Jahren ließ Ludwig erste Sicherungsmaßnahmen anregen, um den Verfall zu stoppen. Burg Hardenburg bei Bad Dürkheim, auch hier griff der König ein. Er ordnete an, dass die Ruine nicht länger als Steinbruch genutzt werden dürfte. Die ersten Vermessungen, Sicherungen erfolgten im Rahmen der jungen bayerischen Denkmalpflege. Burg Landeck bei Klingenmünster. Ludwig I. untersagte die weitere Steinentnahme und rettete damit den roten Sandsteinbau vor dem völligen Verschwinden. König Ludwig I. bewahrte so also nicht nur die Burgen Altbayerns, sondern auch jene der Pfalz und machte so Geschichte über Jahrhunderte hinweg sichtbar. Schlusswort.
Ludwig I. war ein König voller Widersprüche. Eitel, leidenschaftlich, visionär. Aber ohne ihn wären viele der schönsten Zeugnisse bayerischer Geschichte längst verschwunden. Er rettete, was andere als altmodisch betrachteten, und machte Geschichte wieder sichtbar, Stein für Stein. Manchmal, wenn man an einer verfallenen Ruine vorbeikommt, fragt man sich unwillkürlich, wo sind eigentlich die Ludwigs von heute? Oder mit einem kleinen Schmunzeln, wer wäre denn jetzt eigentlich König von Bayern? Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.